Felix, wie fühlst du dich? Wie war das heute, da als Erster über die Ziellinie zu rollen? Ja, aber war ein geniales Gefühl. Also verrücktes Rennen. Ja. Es war ja wirklich bis auf die letzten 10 Meter unklar, ob es dann wirklich zum Sieg reicht. Klar, ich habe davon geträumt, aber auch nicht nur dieses Jahr, sondern schon seit ein paar Jahren. Und ja, meine Saison lief richtig, richtig gut. Von daher habe ich gedacht, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Aber dass es dann im Endeffekt wirklich zum Sieg reicht und dass ich da wirklich als erster deutscher Mann den Berlin-Marathon gewinnen kann, ja, fühlt sich einfach genial an und ich bin super happy. Vom Veranstalter von Gerd Buchholzer gab mir eben noch die Information, du bist nicht nur der erste deutsche Mann, der das Rennen gewonnen hat, du bist der einzige Deutsche, der in der Geschichte des Inlandmarathons auf dem Podium stand. Okay, das ist, wenn man deutsche Namen sucht, dann ist dein Name der einzige deutsche Name, den man dort findet. Fantastisch. Katharina, das ist bei dir was anderes. Du warst schon zigfach auf dem Podium, warst letztes Jahr Siegerin hier, auch nach etlichen Anläufen. Dieses Jahr ein fantastischer zweiter Platz hinter deiner Teamgefährtin, und die Taste, die wir noch erwarten, du bist hier nach oben. Ne? Wie war dein Rennen? Du warst gestern noch vor der Schulklasse gestanden als Lehrerin und heute hier auf dem Podium. Wie fühlt sich das denn an? Ach, der Rollenwechsel ist wunderbar. Unter der Woche bin ich Lehrerin und am Abend und am Wochenende bin ich professionelle Skaterin. Und ja, ich bin super glücklich mit dem zweiten Platz. Ich freue mich unheimlich für die Sondrine. Letztes Jahr war sie zweite und ich erste und dieses Jahr konnten wir es umdrehen. Also für unser Team einfach nur traumhafter Tag. Hätte besser nicht laufen können. Zunächst mal die Frage an dich, irgendwie schwerer verletzt, du bist auch gestürzt heute. Felix hat schon gesagt, war ein verrücktes Rennen. Du bist aber hast dich schnell berappelt und konntest weiterfahren. Ja, ich bin gestürzt, ich weiß gar nicht bei welchem Kilometer. Und habe dann ganz kurz eine Sekunde gezweifelt, aber habe mir dann gedacht, es ist noch nicht vorbei, bin wieder aufgestanden. Ich hatte einen ziemlichen Rückstand zum Feld, aber konnte den zum Glück wieder zulaufen. Und ja, war dann natürlich erstmal fix und fertig. Meine ganze Hüfte hat wehgetan, aber durch das Adrenalin spürt man das eigentlich kaum noch. Und dann konnte ich mich wieder konzentrieren und für den Endsprint alle Kräfte sammeln. Ja, sehr gut. Felix, du hast eben schon gesagt, ein sehr verrücktes Rennen. Ne? Es war ja irgendwie, der Start war schon erstmal verschoben und ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben, aber ihr habt euch teilweise unter die Regenponchos, die da ausgeteilt wurden, mit 5, 6 Leuten gedrängt, damit es nicht so schlimm war. War ganz schön heftiger Regen und es stand sogar kurz, dann sagte einer, Mensch, wird es abgesagt oder so, aber zum Glück nicht. Das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Also du hast am Freitag schon gesagt, Regen ist eigentlich gar nicht so schlimm, du fährst trotzdem. Ne? Wie hat sich das Rennen entwickelt? Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Sicht. Ja, also zuerst mal die 10 Minuten vorm Start, da habe ich auch wirklich ein bisschen gebibbert, weil das kann halt dann echt mal passieren, dass so eine Veranstaltung dann auch abgesagt werden muss. Ich bin den Veranstaltern mega dankbar, dass sie einfach gesagt haben, wir schieben erstmal ein paar Minuten und dann hat sich der Regen ja auch gelegt. Und ich glaube, es hat dann auch das ganze Rennen gar nicht mehr geregnet, oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Ja, dann ging es halt direkt los auf der Straße des 17. Juni. Da ist der Asphalt extrem rau und dementsprechend auch super, super rutschig gewesen. Ja. Also vom Start an super selektiv. ja. Und unsere Spitzengruppe, die hat, glaube ich, mal so mit 40, 50 Mann angefangen und eigentlich, das war wie ein Ausscheidungsrennen. Also von Kilometer zu Kilometer ist es ausgedünnt worden und am Ende waren wir noch 15 Mann in der Spitzengruppe. Da waren halt bei mir dann auch 2 Teamkollegen dabei, also Bart Swings, der Seriensieger und Timothy Loubinot, unser starker Franzose. Und wenn man da schon mal mit 3 Mann noch in so einer Gruppe vertreten ist, ist es schon ein Riesenvorteil. Ja, und dann hat eben Bart halt wirklich eine Monsterarbeit für mich verrichtet, hat den Sprint ganz, ganz früh angezogen. Und dann dachte man erst noch, er würde es versuchen wollen, nochmal auszuweisen, aber es war tatsächlich der Anfang des Sprints. Das war dann wirklich der Sprint schon an sich. Ja. Also es war so ein bisschen, wir haben quasi 2 Karten im Spiel gehabt. Ja. Also zum einen, wenn er es schafft, den Sprint bis zum Ende durchzuziehen in einer hohen Geschwindigkeit und es kommt keiner vorbei, alles gut, dann sind wir beide happy. Ja. Und falls es eben nicht reicht, dann war ich in der Position 3, also hinter Nolor Bediaf, dem aktuellen Weltmeister. Ja. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, Nolor fährt an Bart vorbei, dann muss ich jetzt Gas geben und habe halt zum Glück auch nochmal ein paar Körner gehabt, um dann nochmal was draufsetzen zu können.
können und ja, ich bin dann über die Linie gefahren, die Emotion war schon extrem stark, aber ich habe trotzdem sicherheitshalber nochmal rechts und links geguckt und erst dann eigentlich die Arme richtig nach oben reißen können. Man hat dein Gesicht ehrlich gesagt nicht wiedererkannt, aber der Vorsprung war deutlich, also da gab es nichts zu reden. Ja, im Endeffekt waren es 2-3 Meter, also es ist komfortabel, aber ich wollte mich nicht zu früh freuen. Ja, aber es ist richtig, also zwischen Platz 3 und 4, da musste man nachher das Fotofinish dann sprechen lassen, das war extrem kurz. Aber es spricht auch dafür, die ersten 3 Plätze als Jungs aus 3 unterschiedlichen Teams. Ne? Man muss auch sagen, okay, die Conditions waren nicht optimal und es war ein schwieriges Rennen, aber im Endeffekt, wenn man sich die Top 10 anschaut, es sind die gleichen Jungs vorne, die auch im Trockenen vorne gewesen wären. Und das ist eigentlich mal ein ganz gutes Zeichen, finde ich. Und es sind die Jungs vorne, die viel Erfahrung haben, ne? Das fiel mir aus, die alle alte Hasen, sag ich mal, alte Rennhasen sind, oder? Viele davon, viele davon. Also wir haben immer mal die Diskussion und ich glaube halt gerade so bei den Marathons, also für uns ja wirklich eine lange Kante, da kann man auch im etwas gehobeneren Sportleralter einfach viel über Erfahrung und Know-how wegmachen. Und das kommt mir mittlerweile halt auch zugute. Kommt dir zugute, gerade in diesem Jahr, du hast eben schon angedeutet, du hast, ich glaube, 4 Weltcupsiege dieses Jahr schon eingefahren. Du bist Weltmeister letztes Jahr geworden, 2018, warst eine sehr erfolgreiche Saison und hast du dich trotzdem dann eben ganz konkret hier, war das so ein bisschen Saisonhighlight hier? Also das war eigentlich dieses Jahr das Besondere. Wir hatten eine frühe Weltmeisterschaft in Barcelona und ich hatte danach, konnte ich meinen kompletten Trainingsblock, also ich glaube 6 oder 7 Wochen Vorbereitung wirklich komplett auf Berlin ausrichten. Und den Luxus hatte ich die letzten Jahre nie, sondern es war meistens okay, ich habe meine Form von der Weltmeisterschaft und dann habe ich das versucht, noch 2, 3, 4 Wochen, je nachdem wie es terminiert war, zu retten. Und jetzt hatte ich zum ersten Mal die Chance, mich nach einem Sturz von der WM kurz zu erholen und dann war wirklich alles ausgerichtet auf Berlin. Habe dann zwischendrin zwar noch den EM-Titel mitgenommen, aber mein komplettes Training war auf 125 mm und auf Straße, auf Marathon ausgerichtet. Und das ist halt schön, dass sich die harte Arbeit dann auch ausgezahlt hat. Ja, super. Das ist das wirklich gute Gefühl. Ne? Ja, das ist perfekt. Nochmal betonen, also wirklich der erste Deutsche hier auf dem Podium ganz oben, Felix Rein, super. Katharina, wie war bei euch das Rennen? Also wir haben zwischendurch in der Fernsehreportage fiel mal der Begriff, finde ich ein bisschen despektierlich, Cappuccino-Tempo. Aber bis vorher am Freiburger Platz sah es mal so aus, als wollte keiner die Führung übernehmen. So, ne? Ja, es ist bei uns meistens so, wenn die Männer im Ziel sind, dann schwenkt es ja auf uns über und es ist bei uns dann meistens so 4 Kilometer vom Ziel und da ist dann bei uns meistens so, dass dann keiner mehr die Führungsarbeit übernehmen will. Okay. Aber ich glaube, wir sind in 1 Stunde 25 gefahren und also es gab ein paar Attacken, aber es ist halt keiner weggekommen. 1,25, 40, ja. Sandrine hat sich ja auch lange Zeit auch bei der Führung gezeigt. Ne? Also ihr habt schon auch fürs Tempo gesorgt eigentlich. Auf jeden Fall. Ich habe dann noch ein paar Attacken probiert, aber beim Regen ist es einfach schwer zu beschleunigen und dann irgendwie eine Lücke zu reißen und deshalb hat es dann im Endeffekt nicht geklappt. Aber ja, wir hatten eine kontinuierliche Geschwindigkeit und gegen Ende, die letzten 4 Kilometer, sind wir fast nur gerollt, weil keiner führen wollte. Und dann war es klar, es läuft auf die Straße unter den Linden und dann ab Brandenburger Tor. Genau, dann war es klar, es kommt keiner mehr weg und jetzt ist nur noch Endsprint und Die Fachfrage kam eben auf, wie hoch ist das Maximaltempo kurz vom Schlussstrich? Ist das mal gemessen worden? Ich konnte auch keine Antwort eben geben. Wisst ihr das, Felix? Also normalerweise kommen wir auf über 60 Sachen, über 60 km/h. Ich versuche gerade mal nachzuschauen, wie heute die Spitzengeschwindigkeit aussah. Das kann ich jetzt nicht sehen. Auf jeden Fall deutlich weniger als im Trockenen. Also wir haben auch eine Durchschnittsgeschwindigkeit heute nur 36,1 km/h. Also das ist bei uns im Trockenen eine durchschnittliche Trainingsausfahrt, sag ich mal. Aber die Straßenverhältnisse haben heute einfach, ich bezeichne es mal als so ein gewisses Speedlimit gehabt. Das war irgendwo bei 36, 37 km/h und keiner hat es geschafft, schneller zu laufen. Also obwohl, das ist eigentlich auch das Schöne am Regen, dass egal für welches Team man läuft, es haben eigentlich alle dasselbe Material an Rollen unter den Füßen.
Und dann kann man so ein bisschen sagen, also dann gewinnt auch wirklich der beste Skater oder auch der dann am besten mit den Bedingungen zurechtkommt. Und dieser Rollenpoker ist nicht ganz so ein großer Faktor, wie es doch dann teilweise im Trockenen der Fall ist. Vielleicht mal ein technischer Hinweis zu den Rollen. Es gibt Regenrollen. Ja, genau. Ja? Also heute waren alle guten Leute auf Regenrollen. Erklär mal eben ist der Gummiunterschied? Ja, also das PU, unsere Rollen sind ja aus PU. Da haben die Regenrollen sind aus einer anderen Zusammenstellung und in der Regel sind die auch etwas weicher. Also einfach die Härte, um den Grip da ein bisschen zu erhöhen. Hat heute alles irgendwie nicht so viel gebracht, also selten so rumgerutscht, aber egal. Hat das Auswirkungen auch auf die Technik? Also wir hatten bisweilen den Eindruck, man sieht dann doch deutlich höhere Frequenz, die Stöße sind nicht so lang. Ne? Das ist genau richtig. Also man kann einfach die Abdrücke im Nassen nicht ganz so lange ziehen, weil sobald das Körpergewicht nicht mehr komplett auf dem Abdruckbein ist, rutscht man weg. Ja. Von daher muss man mit einer höheren Frequenz fahren und wirklich versuchen, ziemlich nah unterm Körper zu drücken, weil nur da kann man Speed machen. Das ist nicht unbedingt optimale Technik für normale Verhältnisse, aber im Regen geht es halt nicht anders. Ja. Dazu muss man natürlich sagen, das ist auch was fürs Elitefeld, ne? Also für die Hobbyskater ist es natürlich egal, die haben immer die gleichen Rollen runter und die müssen halt vorsichtiger fahren. Ne? Genau, also ich sag mal, erst ab einer gewissen Geschwindigkeit braucht man wahrscheinlich Regenrollen, bis dahin geht es in der Regel mit allen Materialien. Weil ich war eben ich habe mal erkundigt, ich wollte selbst mal eben nach Regenrollen fragen, waren aber ausverkauft tatsächlich. Ja. Und, wobei ich auch ein bisschen erstaunt war, um es mal gelinde auszudrücken, so für Hobbyskater kosten die so 150, 250 Euro. Für euch auch, aber ich habe so gehört mit der Carbon-Schiene und so, das geht bis 800 Euro, kann das sein? Ja, also leider, Inlineskaten ist kein günstiger Sport. Da kann man schon ein bisschen Geld dalassen. Aber dafür, wenn man das Geld hinlegt, dann hat man in der Regel halt auch gutes Material. Wen wir jetzt erstmal nicht da lassen, ist die Sieger. Ich sehe das hier im Gegenlicht kaum so richtig. Sandrine Tast ist da und wir haben hier den Zweitplatzierten. Nolan Bediaf, please come to the stage. Again, great victory, great teamwork, great race. Nolan, congratulations. And ein Hinweis. Mein Kollege Andy Edwards sitzt dort. Wir werden jetzt ein paar Fragen in Englisch stellen. Holen Sie sich gerne ein Headset. Andy übersetzt simultan von Englisch ins Deutsche und umgekehrt auch. If anybody from the international journalists wants a direct translation from German to English, then please just get yourself a headset. Sandrine, zum zweiten Mal, dein zweiter Sieg, it's your second victory here in Berlin, right? Yes. How does it feel? How was the race? Very good. The race was wet and slippery, but I was feeling really good actually all race. But because of the rain, it's hard to really make a difference. And then in the sprint, we just did it perfect as a team, and it makes winning easier. And that Katarina gets second. It's just so nice to be on the podium with the teammates. So. Yeah, we saw the pictures when you crossed the finish line. You both raised your hands simultaneously. That was really teamwork, right? Yeah, also our other two teammates, Georgia and Chloe, they did really perfect. Unfortunately, Georgia had a little problem with their frame coming off, but Chloe. What happened? The shoe was coming off? Maybe it wasn't tight and good enough, or okay. Sometimes happens in skating, unfortunately. But Chloe pulled the sprint for us so perfect, and then it's our job to finish it off, and we did with the 1 and 2 years in a row. So I think it proves we're really strong as a team and as individuals. Very, very good. Nolan Bediaf, the reigning world champion in marathon racing of this year. Nolan, congratulations, and second place here in Berlin. Would you have expected after you dropped on the ground during the race that you would come in second? Yeah. I kept coming back because I was not too far from the peloton, and it was a tricky moment. And in the corner, I think we are more fast when we are alone. Even when the people are in the back, I coming back fast, and expected to finish in the podium. Yeah, everybody won't be in the podium or win, but yes, after a crash, it's always better.
I can tell you, Nolan is a tough guy, I must say. Like because when you dropped, when you fell, you almost dislocated your shoulder. Yeah, a little bit. She feeling outside in here, Yeah. and I can continue. But you now felt that it went in again. Yeah, That hurts. it hurt, but when we come here, it's always hurt. Even if you crash, even if you don't crash, it's hurt because it's a hard race. Okay. Nolan, what means Berlin for you? The second place here in the big. Yeah, it's like a world champion of marathon. It's the race to win. One of the famous races in the marathon circuit. Final of the world in Nigeria. It's yes. Everybody wants to put his name in this big race. How did you get along with the wet conditions? Yeah, it's not a problem the rain for me, but yeah, it's always different because you can crash, somebody can crash in front of you and finish your race, but yeah, it's okay. It was okay. Sandrine, how was it for you? Because we could see on the pictures from the ladies' field that sometimes you were looking at each other and you was almost stopping, taking pace out and then waiting that somebody would come in the lead. Were you nervous during the race? What would happen, or that somebody could break away? I wouldn't really say nervous. Of course, you're always a little bit more careful in like going into corners and even on the straights, because some parts are not as slippery as other parts. And when you switch over between the slippery stuff and the stuff that's more okay, it's always dangerous because you might have a full push and then you just slip away and crash. So that makes it hard to really attack hard because you never know what's going to happen. Like I was feeling strong, but you couldn't really do anything with it. And I think the other girls noticed quite early as well. So I think most people were focused on the finishing sprint quite early in the race. And I have to say the pace was actually quite alright. Like in the end there was a little bit of stopping and starting, but in general the pace was actually quite nice, and all the girls pulled the lead and stuff. So it was in the conditions actually quite a nice race. Ja, okay. Felix, vielleicht nochmal an dich die Frage, weil es sah teilweise aus wie ein Ausscheidungsrennen, was die Männer auch bat, oder ich habe geguckt, also schon in den ersten 5 Minuten fing das an, dass es die Ausreißversuche gab, aber niemand ist so richtig weggekommen. Es muss ungemein kräftezehrend gewesen sein. Ja, also erstmal im Regen ist halt immer extrem, dass jeder will vorne sein. Also niemand will hinten, je weiter man hinten ist, umso höher ist das Risiko, dass man stürzt. Deshalb möchte jeder in den ersten 10 Positionen sein. Funktioniert natürlich nicht bei einem Feld von, keine Ahnung, über 200 Sportlern. Man hat das auch gesehen, dass es manchmal so richtig Gedränge gab bei den Mädchen, aber auch bei euch, dass jemand sich so in die Lücke dann reindrängelt. Ne? Ja, das gehört zu unserem Sport. Ne? Ja. Also ist schon immer ein bisschen Kontakt auch da. Klar, im Regen ist jeder ein bisschen vorsichtiger, aber trotzdem. Ja, und einfach dadurch, dass halt jeder vorne sein will, um Stürze und irgendwelche Schwierigkeiten zu vermeiden, wird das Rennen in aller Regel auch dadurch einfach hart und schnell. Ja. Und das war halt vom Startschuss an war das der Fall. Und jeder, der die Beine dazu hatte, vorzukommen, der war auch vorne. Und deshalb dieser Charakter eines Ausscheidungsrennens, der sich da entwickelt hat. Ja, das war, du hast es eben schon gesagt, also die Spitzengruppe bei den Männern gerade hat sich da echt bis zum Ziel deutlich ausgedünnt. Ne? Ja, Wahnsinn. Wir haben nicht hier die Drittplatzierten, obwohl die auch interessante Geschichten hatten, auch gerade bei den Frauen. Ich weiß gar nicht, Liu Shan heißt die, aus Taiwan. Kanntest du die? Ja, Drittplatzierte? kein bestimmtes Blatt. Aber zum ersten Mal in Berlin, ne? Ja, genau, sie ist zum ersten Mal in Berlin. I don't know if she's world champion, the Taiwanese girl. I don't think so. Yeah, junior, yes. I don't think she's senior. Yeah. I think she's junior world champion in marathon. Okay. And she She's was not also even Berlin. 13. I don't. Maybe. Yeah. Yeah, I think she's Ja. Also sie ist kein unbeschriebenes Blatt. Wir kennen sie und wir nennen sie immer eine Double Pushing Girl, weil sie einen extremen Double Push läuft. Also ich glaube, von den Frauen läuft sie den
besten Double Push. Aha. Und sie ist eigentlich immer sehr gefährlich, weil sie einen extrem langen Sprint laufen kann. Hier sind auch Journalisten aus dem Kulturressort. Du musst mal kurz den Double Push für uns erklären. Ja, das ist eine Technik beim Inlineskaten, also dass man praktisch zur Seite drückt und dann gleichzeitig auch noch mit dem inneren Bein drückt, also einen zweifachen Abdruck läuft. Das heißt praktisch nie einfach nur gleitet, sondern nonstop drückt. Und ja, die Männer laufen das eigentlich fast alle, aber bei den Frauen laufen es nicht viele und sie kann es eben in Perfektion und deshalb nennen wir sie immer der Double Push Girl. Und weil sie auch einen schwierigen Namen hat. Okay. Nolan, the third one, Elton, came the third, but it was very close between second, third, and then third and fourth, right? And Elton was over happy that he could make it, right? Yeah, he looks happy for him. It's a good result. He's not a marathon man, but when the conditions are difficult, he can be good on the wheels and stay on the draft, be on the hand because he's fast, and that's he do for him today. It's work because there was not a big breakaway and the people don't go away. That's why it's work for him. But you tried it also, right? I saw you trying to break away. Felix so was many right times. behind you. Yeah, I try so many times because I feel with my wheels I feel less good than the other people because I don't have the same wheels of them, and I say if it's bench sprint it can be too difficult for me. I have to try to go away, and I try so many times, and that's why I think the back was more little at the end. Yeah, but I saw it was technically very clever because you tried the breakaway just after Bart ended one of his breakaways, and then you jumped into the lead, right? Yeah, I follow Bart one time, and when he give me the relay, I accept the relay and I try to continue to make a gap. It's a good way to go with a Bart like guy because it's a very good big team against Rollerblade and Aeroskate. That's why this breakaway can work. That's why I continue, and after I try another time, I make a contra. I go away when they are back a little bit with Felix and two of Castellon, and this one I think was hard for the back. And I give all my power in the little uphill, the long uphill, and that one was hard for the people behind, I think. But it's difficult to make difference in the rain. Yeah, okay. At this point, sind Fragen von den Kolleginnen und Kollegen an die Athleten? Dann gerne Handzeichen. Ansonsten, wir haben es sehr erschöpfend besprochen. Ich glaube, es war ein taktisches Meisterstück heute bei beiden, also im Frauen- und Männerrennen. Und Felix nochmal, das war also große Klasse. Ich glaube, da kann man ein kleines taktisches Meisterbüchlein heute drauf schreiben. Ne? Hervorragend. Dann wünsche ich eine schöne Feier heute Abend, gute Beine. Was gibt es als nächste Rennen, Felix? Schon geplant? Ich habe noch ein Rennen Ende Oktober in Südkorea, aber im Grunde war das jetzt so das Highlight und der Saisonabschluss. Okay. Sandrine, next races already planned, or how's your schedule? My next race will probably be in April next year somewhere. Okay. I'm going straight to Insel to get on the ice and try that out sometime. Okay. So, was really a peak, tatsächlich der Höhepunkt hier nochmal der BMW Berlin Marathon. Ich bedanke mich sehr fürs Kommen. Thank you for coming and enjoy your victories and that perfect race. We really had joy with it. Much fun with it. Vielen Dank für Ihre Geduld. Dankeschön.